Guten Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von mir. Ich hoffe, euch da draussen geht's gut. Ich bin wieder mal nicht alleine da, sondern ich habe einen wundervollen Gast an meiner Seite. Hoi, wer bist du? So eine schöne Introduction. Wow. Ich bin der Cedric, ich bin der Bruder von dir, tatsächlich. Cool. Oha. Und das ist so ein bisschen alles über mich. Mir gibt es eigentlich nicht. Crazy. Und sonst kannst du mir so ein bisschen erzählen. Es gibt Leute draussen, es gibt Leute, die mich nur wegen Podcast kennen. Das heisst, die wissen nicht mal, dass ich einen Bruder habe. Ja. Hey, mega crazy. Das ist gerade so ironisch. Nein, also for real. Weil es ist ja mehr so... Also ich hätte gedacht, so deine grösste Beliebtheit ist wahrscheinlich momentan auf TikTok, ne? Ja, doch, das schon. Aber es gibt tatsächlich auch ein paar Leute. Aber was macht denn das auf Spotify so einfach durch? Ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht, wie ich komme. Aber das Spotify-Feed so ein bisschen durchscrollen. Ja, safe. Es gibt ja mega viele, die kein TikTok haben. Aber egal, nein, du musst jetzt schnell für die Leute, die dich noch nicht kennen, so eine kurze Zusammenfassung, schnell so ein kurzes CV von dir machen. Ja, also ich bin der Cedric, genau. Ich bin Mediamatiker, ich bin 1,5 Jahre jünger als du, sprich, ich bin 20. Wow. Und ja, also ich arbeite momentan in Lausanne unten. Ah ja, stimmt. Ein bisschen mit... Ah ja, stimmt. Also, Nein. Nein, das hätte man auch können sagen, das habe ich so wieder so. Genau, bei der ja, als Mediamatiker. Ich weiß nicht, ob ich den Namen droppen von der... Whatever. Ja, musst du entscheiden. Ja, aber ich bin eine... Whatever. Wie sagt man? Bin einer Firma. Wow. Ja, fix. Und genau, ja. Cool. Ich darf nicht sagen, wo ich wohne. Das haben wir vorher kurz gemacht. Aber wir nehmen gerade das zweite Mal auf, wir haben vorher schon so angefangen und er stellt sich so vor und droppt einfach schon, wo wir wohnen, Alter, perfekt. Ich bin mich wieder daran gewöhnt, wenn du so sagst, wo man dich vorstellen ja, musst, ist immer so, weißt, Name, Alter und nachher Wohnort. Ja, oder true. So. Ja, gell, und was sind so deine so Hobbys? Das kannst du noch erzählen. Hobbys gibt es nicht gross. Ich bin gerne am Computer, so, aber auch Photoshop und so. Eben so, eigentlich, was ich beruflich mache, ist auch mein Hobby. Zum ja, same. Und ich skate, ich bin gerne mit Kollegen unterwegs, Kolleginnen. Gitarre spielst du noch? Gitarre spielen noch, stimmt. Und akustisch. Boah, grösste Horror. Ja, für dich war Horror. Ich habe Gitarre spielen. Ich war auch 5 Jahre am Gitarrespielen. Also eigentlich habe ich nur wegen dir angefangen. Ja, das Mami hat wie gemeint, ich brauche so ein bisschen einen Gitarren-Buddy. Nein, weißt du, das Ding ist, du hast mit Gitarre anfangen und irgendwie hat Mami damals einen Lehrer gefunden, der in unserer Schule, also in der Sek, gearbeitet hat und der hat gesagt, er würde keinen Einzelunterricht geben, es würde sich für ihn nicht lohnen. Und dann hat meine Mom noch andere Leute probiert zusammenzusuchen und hat niemand anders gefunden, außer mich. Und ich wollte halt damals noch Lehrerin werden und dann hat sie gesagt, weißt, wenn du Lehrer wirst, dann brauchst du sowieso das Instrument und so. Und ich so, ja, easy in dem Fall. Und ich habe Gitarre nicht mehr so schlimm gefunden. Mhm. Und dann haben wir ein Jahr Gitarre zusammen gehabt und dann bin ich ins Gymi gekommen und dort habe ich nachher BG-Profil und nachher habe ich dort ein Instrument nehmen und habe Gitarre genommen. Das war die grösste Fehlentscheidung von meinem Leben. Aber ich glaube also, ich habe das Gefühl, wenn du ein Instrument lernst, wenn du es so voll machst, so, wenn du es nur immer schulisch machst und immer nur in Lektionen, schießt es ja mega an, nicht? Weil dann ist es so etwas, was du musst machen. So. Ja, vor allem im Gymi haben es bei uns ja Noten gegeben. Eben, das ist horrible. Ja. So mega theoretisch und so die Dreckslieder. Also ich bin ja nur 2 Jahre in Unterricht. Also weißt du? Ja, true. Und alles andere habe ich wie selber und so bei YouTube und so. Ja, das ist das macht viel mehr Spass, ja. Ja, das ist wie bei mir im Französisch. Sobald du etwas selber lernen willst, voll. dann lernst du es selber einfach auch besser, als wenn du in den Unterricht gehst. Also du gehst in den Unterricht, weil du wirklich willst. Ja, toller Start für den Anfang auf jeden Fall. Toller Start. Ich hoffe, wir sind happy Zuhörer. Könnt ihr abschalten? Ja, jetzt können wir wieder abschalten. Nein, man kann gar keinen Daumen da lassen auf Spotify. Ich könnte auf jeden Fall ein Abo da lassen. Auf Spotify kannst du einfach das Ding liken und nachher hilft es dir auch weiter nicht. Kann man liken? Ja, du kannst doch einfach den Podcast liken, nicht? Schon? Ich glaube nicht. Ich weiss wieso nicht. Lieblingssongs-Type-Shit, nicht? Aha, so Favorite? Ja, also nicht... Das weiss ich gar nicht. Aber das hilft ja fix auch nicht. Wir wissen sonst... Gut, vielleicht dann nur auf Views bewerten, oder wie sagt man? Ja. Nur auf... wie sagt man, wenn es nicht Views sind? Listen, sag ich. Aha. Dann so und so viele Listen. Lol, ich habe jetzt noch mal überlegt. Ja, logisch. Gut, das ist eigentlich auch ein Video auf Spotify im Fall. Ja, das Video aufladen. Okay, kann man Views sagen. Views. Aber ja. Nein, wir haben uns so ein bisschen überlegt, was könnte es für spannende Themen geben, die wir so zusammen zu bereden haben. Weil wir sehen, also wir reden nicht oft so Deep Talk, aber wenn wir Deep Talk redet, dann so richtig deep. Also keine Ahnung, zum Beispiel, eben, du bist in Lausanne jetzt und ich war in Montreux, da haben wir uns also einmal getroffen und so übel geile Deep Talk gehabt. Und wir haben uns einfach so ein bisschen überlegt, was es so viele Themen gibt.
Und es hat ein Thema gegeben, also es hat mehrere Themen gegeben, aber eins, das ich auch mega cool gefunden habe, und zwar so ein bisschen das Thema Beliebtheit. Weil ich glaube, das ist bei ganz vielen Jugendlichen so ein mega grosses Thema, beziehungsweise bei mir und bei dir auch. Ist es gerade so, wenn man in der Mittelstufe ist, vielleicht an der Oberstufe und so, ist das wie so ein grosses Ding. Und ich glaube, gerade weil wir so ein bisschen zwei unterschiedliche Sachen, wie sagen wir, unterschiedliche Ansichten erlebt haben, oder? Ja, was so Erfahrungen gemacht haben. Also. Genau, ja. Könnte es noch mega spannend sein. Ja. Voll. Und wir haben uns also ein paar Fragen aufgeschrieben, oder so ein paar Aussagen, wo man so ein bisschen darüber diskutieren kann nachher. Ich glaube, das könnte noch sehr spannend werden. Also, meine Frage zuerst mal, wie war es bei dir damals gewesen, so zum Thema Beliebtheit? Wie wichtig ist dir das gewesen? Oder wie ist so, ja, die ganze Dynamik dort bei dir in der Klasse so gewesen? Also ganz früher, es war wie immer so gewesen, ich habe immer das Gefühl gehabt, oder so grosse Insecurity von mir war immer so gewesen, dass ich relativ klein bin. Und vor allem früher war es ja mega, also schlimm gewesen, mega krass gewesen, so der Unterschied zwischen mir und Gleichaltrigen. Mhm. Und unsere Mami hat wie immer am Anfang mega Angst gehabt, oh, weißt, ob er ein bisschen verloren geht und amigs sind Kleine halt dann nicht so ein grosses Maul, was sich dann entwickelt. Und ich habe das Glück gehabt, dass ich extrem früh eigentlich einen besten Kollegen hatte, der mit mir in der Siedlung gewohnt hat. Und dann war es wie so gewesen, wenn du wie immer schon jemanden hast, dann ist es mega einfacher, finde ich, ist es einfacher, um nachher so eine Position in der Klasse zu haben. Boah, das stimmt. Wenn du wie so allein in dem Sinn in eine Klasse kommst, ist wie das Risiko grösser, dass du ein bisschen verloren gehst in dem Sinn. Ja. Das heisst, für mich ist eigentlich ab dem Kinski, ab der ersten Klasse, ist wie nie ein Problem gewesen, so. Also ich bin immer relativ, ich glaube, was ausgemacht hat, dass ich immer so eher im Mittelpunkt war, ist, weil ich erstens eine grosse Fresse hatte und zweitens du bist ja mega selbstbewusst auch, gewesen. Also finde ja, ich, du hast immer so ein bisschen selbstbewusst. schon, aber wenn wir jetzt von erster Klasse, also ich rede jetzt so von erster Klasse, so Primarschule, dort habe ich wie nicht das Gefühl gehabt, dass Selbstbewusstsein das war, was mich beliebt gemacht hat. Ich habe auch, glaube einfach, also wirklich, es ist komisch, aber ich habe wie, meine Kollegen sind halt wie alle beliebt worden oder eher zentral in der Klasse und dann wird man halt auch zentral in der Klasse. Also man muss gar nicht speziell etwas machen, es passiert wie einfach so, I guess. Ja, true. Aber so, also ja, eigentlich war es immer ein bisschen gleich gewesen bei mir, würde ich sagen. Ich habe immer das Gefühl gehabt, ich habe gerade von Anfang an können so ein bisschen mit der grossen Schnurren, mit eben so ein bisschen Selbstbewusstsein, einfach so instant, ja, so ein bisschen eine Position holen in der Klasse. Vor allem, ich habe das Gefühl, die ganze Klassendynamik von eurer, wie sagen wir, nicht von eurer Generation, von eurem Jahrgang, das Wort habe ich gesagt, ist auch mega, also wie, hat es bei euch Unbeliebte gegeben? Also Leute, die wirklich so unbeliebt waren oder wo so, also weißt so... Also von welcher Zeit reden wir jetzt? Also es war sehr unterschiedlich gewesen, habe ich das Gefühl. Schon. Reden wir so Sek-Gimmi? Nein, jetzt vorher, jetzt so Mittelstufe, Unterstufe. Mittelstufe. Ja, doch, schon im Fall. Es hat schon Unbeliebtere gehabt. Ich würde sagen, unser Jahrgang war nicht wirklich unterschiedlich gewesen, wie zu eurem. Also euer hat schon mehr so, ich würde sagen, euer Jahrgang hat mehr so Gekiffel gehabt. Nein, unser war extrem toxisch gewesen. Also bei uns ist so es wirklich, ja, nein, bei uns ist es ganz klar so gewesen, es hat die ganz beliebte Gruppe, also die ganz beliebte Gruppe gegeben und die ganz unbeliebte. Und entweder du hast zu dieser Gruppe gehört oder zu der anderen und logischerweise hast du halt zu der beliebten Gruppe gehören. Also es ist eigentlich wirklich schon fast gewesen, so, wenn du zu der unbeliebten gehört hast, dann bist du so richtig unbeliebt gewesen. Du bist nicht einfach unbeliebt gewesen, sondern du bist halt wirklich auch so, ja, gecancelt worden und keine Ahnung was. Also wie, es war die ganze Zeit ein Machtspiel gewesen, von du willst beliebt sein. Und bei uns ist eigentlich nicht, ich glaube, das ist bei euch vielleicht auch noch ein der Unterschied gewesen. Das hat mich wundert, wie ist man bei euch beliebt gewesen? Also was hat es ausgemacht, dass man beliebt ist? Ich würde schon auch sagen, so kleine Grüppli, I guess. So, wenn du, bei uns sind die Beliebten wie gewesen, die zu dieser Freundesgruppe gehören. Ich glaube, es hat nicht so ein Trade gehabt, der beliebt war. So, wenn man laut ist man beliebt oder so. Ja. Es war wie einfach so ein Grüppli gewesen, würde ich sagen. Ja. Als ich beliebt war. Und es hat nicht, also weißt, irgendeinen Grund gehabt dafür, vielleicht fast schon. Wahrscheinlich schon, aber mehr so etwas Unterbewusstes vielleicht. Ja. Wo uns beliebt gemacht hat. Aber also Zusammenhalt vielleicht. Okay. Heisst denn bei dich so beliebt damals, dass ihr von allen geliebt wurde, von der ganzen Klasse? Oder dass ihr so einfach eben so ein bisschen die, wo so ein bisschen Main Characters waren von der Klasse? Ich würde sagen, bei uns war es schon ähnlich wie bei uns, so in dem Sinn. Weil es hat wie die gegeben, bei uns hat beliebt, hat mehr einfach geheißen, okay, du hast gut. Also wir sind wie zum Beispiel so, glaube 12, 13 Jungs in der Primarschule.
Und nachher so die meisten sind so in einer also in der gleichen Kollegengruppe gewesen. Das heisst, eben, wenn du mit denen gehängt hast, bist du automatisch beliebt gewesen. Also, nachher hat's logisch hat's noch in diesem Gruppe jetzt auch eher Leute gehabt, die eher in der Mitte sind und Leute, die eher am Rand sind. Aber es war wie so, gewesen, wenn du dort dabei bist, dann bist du, also weißt du, Ja. easy gewesen, so. Nein, aber also bei uns war es halt vor allem, wie du bist nicht beliebt gewesen, wenn du wirklich so von allen geliebt worden bist oder wenn du irgendwie, also schon klar, auch wenn du eine laute Fresse gehabt hast und wenn du mega selbstbewusst gewesen bist, aber vor allem, wenn du andere aber gemacht hast. Also indem du quasi andere Leute in den Schatten gestellt hast, bist du am Scheinen gewesen und am beliebt, also bist du so beliebt gewesen. Ich glaube, es hat damit zu tun, dass man halt automatisch Respekt hat von diesen Leuten. So, oh, Voll! nach dem Angst, man will nicht auch so runtergemacht werden. Dann Genau. stellst du dich auf diese Seite so ein bisschen. Genau, und eigentlich hat niemand die Beliebten gern gehabt, aber jeder hat mit denen befreundet sein. Es war irgendwie so ein mega toxischer Circle gewesen. Und durch das, dass du halt, also du wirst halt nur beliebt, wenn du andere abmachst. Heisst, ich bin dann so ein bisschen im unbeliebten Circle gewesen, habe dort irgendwie so meine Friends gehabt, also ja, so, keine Ahnung, ich habe halt einfach so mit denen gechillt. Und ich habe blöd gesagt, wollte beliebt werden und bin dann zu den Beliebten gegangen und habe gelästert über meine Friends, was so toxisch ist eigentlich. Es macht so keinen Sinn eigentlich. Also weißt du, so, lieber hast du ja Friends, als das beliebt So really ist. friends-mäßig, ja. Ja, aber ich habe das Gefühl, gerade zu der Mittelstufe ist das so, oder also zumindest bei mir, so ein riesiges Ding gewesen. Gut, ich glaube, eben, gerade wenn du in so einer toxischen Klasse bist, dann willst du ja eigentlich irgendwie einfach überleben und nicht einfach so cancelled werden die ganze Zeit. Aber ich glaube, bei euch war es schon eher so ein bisschen friedlich gewesen. Also die Beliebten sind einfach die vielleicht die auch so ein bisschen vielleicht extrovertierter sind und die Unbeliebten einfach die so ein bisschen, weiß auch nicht, oder wie ist es? Ja, ich habe wie Angst, dass ich groß etwas darüber aussage, weil ich habe das Gefühl, ich selber habe natürlich nie so das speziell gemerkt, aber es kann schon sein, dass es hat Unbeliebte gehabt bei uns, logischerweise. Ja. Und ich glaube, ich bin wie nicht in einer Position, um zu sagen, bei uns war es easy gewesen, weißt du, weil ich habe wie nicht, also ich glaube, es ist schon mega tough, weißt du, wenn du so, und erst recht bei uns, wenn wir so eben die sind in dieser Freundesgruppe gewesen und nachher, wenn du nicht dazugehörst, fühlst du dich safe. Scheiße, okay, so. Ja gut, das stimmt allgemein. Ich glaube, wenn du wirklich immer zu den Beliebten gehört hast, dann hast du auch einfach das Gefühl, es ist immer gut gewesen. Eben, also es ist wie dumm, wenn ich jetzt da gross ja, ich weiss, das ja, bei uns ist. Ich glaube, unser Jahrgang war auch fucked up gewesen. Ich glaube, uns war nicht so toxisch gewesen wie euer. Ja. Und vielleicht könnte es auch sein, das ist jetzt ein bold Statement, aber ich habe das Gefühl, erst recht so Mittelstufe kann es oftmals noch sein, dass Mädchen eher nach hinterlistig sind als Buben. Nicht logischerweise Buben auch, aber ich weiss, aber das so ein bisschen rumkiffelt, weißt du, so mäßig. Und ich glaube, bei Buben ist das mehr dann, weißt du, die hauen sich einfach so. Können sich einfach hauen. Ja, aber das ist, also bei unserer Klasse-Dynamik ist es, glaube ich, schon so ein bisschen so gewesen, dass irgendwie so die Jungs, also gut, ich weiss es nicht, vielleicht habe ich einfach die Seite, also dort war es noch mehr so ein bisschen, Jungs, weißt du, da hat einfach nicht mit den Jungs gechillt, sondern es ist einfach so Mädchen und Jungs halt so, das war halt eine andere Welt gewesen, so, darum weiss ich jetzt auch nicht genau, wie das war, aber ich habe schon das Gefühl, dass bei uns, vor allem so bei den Girls, so, ja, zwar nein, ich glaube, es hat schon bei den Jungs das Ding gegeben. Eben, das meine ich so, aber ich habe das Gefühl, ich habe jetzt auch nicht, weißt du, zum Beispiel, ich habe jetzt nur die Bubenperspektive gesehen, wer weiß, was die Mädchen in unserer Klasse, die haben sich vielleicht auch gehasst, weißt du. Ja, so. Ja, fair. Also es ist wie so, man müsste wie das ganze Bild sehen, um so richtig etwas faktisch darüber aussagen können. Ja. Aber ich glaube, jeder Jahrgang ist davon betroffen. Ich glaube, wie jede Klasse fast schon nicht. Es ist fast unmöglich, so eine Klasse, aber wirklich alle so voll dabei sind. Was eigentlich sad ist, aber... Aber ich frage mich eben eigentlich, warum ist das so wichtig? Also warum, also ich habe das Gefühl, als ich nachher ins Gimmi gekommen bin, hat es das viel, viel weniger gegeben. Hat auch mit dem Alter zu tun. Eben, das frage ich mich so, ob das wirklich so, wieso ist das im Kindalter so ein riesiges Thema, so, dass man beliebt ist und eben, also gerade, dass man, also ich weiß nicht, ob das bei jedem wirklich so, ob das so ein allgemeines Ding ist, aber dass man vor allem beliebt wird, weil die anderen Respekt haben vor einem und weil sie vielleicht sogar Angst haben, dass sie sonst abgemacht werden und dass man eben selber dann auch die anderen in den Schatten stellen muss. Ich glaube, es hat mega mit dem zu tun. Ich glaube, als Kind hast du mega Angst. Als Kind hast du wie das Gefühl, du musst dir eine Position finden, so in der Klasse, in der Welt mäßig. Und dann, wenn eben jemand anderes etwas sagt, musst nicht mal du die schuld sein, du musst halt automatisch tendieren, nicht. Da hast du einfach Angst, oh fuck, ich will nicht auch so nachher zu den Unbeliebten gehören und du dich halt so direkt auf die andere Seite stellen. Und logischerweise, wenn du älter bist, hast du wie das Gehirn in dem Sinne. Und meistens auch mehr Empathie und nachher überlegst du halt... Aber das gibt es auch nicht mehr so, habe ich das Gefühl nachher. Dass es so mega die Unbeliebten gibt. Also wie dass der ganze toxische Circle von, dass du musst beliebt sein zum Überleben,
den gibt es wie gar nicht, weil ich weiß es nicht, aber bei mir im Gymi ist es ganz, ganz anders gewesen. Dort ist wirklich, klar, es hat auch Introvertierte gegeben und es hat auch die gegeben, die weniger Friends haben, aber es ist wie, zum Beispiel, wir hatten auch eine in der Klasse, die war mega krass introvertiert gewesen und die war mega gerne alleine gewesen über den Mittag und wir sind abends zu ihr gegangen und haben gefragt, hey, willst du nicht mit uns zum Mittag essen? Und sie so, nein, sie möchte lieber alleine ein Buch lesen. Und von dem her, also wie wir können wir halt wie dann auch nicht machen. So. Es gibt die Menschen, die wirklich gerne so ein bisschen Zeit für sich haben, aber es ist ja etwas anderes wie so, ja, der ganze Ding, so wie es in der Mittelstufe war, dass man wirklich so am Kämpfen war, so ein bisschen am Überleben war. Ja, ich weiss, was du meinst. Ich finde ihn auch spannend, weil es könnte ja sein, dass vielleicht die Kinder meinen einfach, sie müssen noch jemand dazugehören. Vielleicht wird das dem Kind wie nicht beigebracht, ja, es ist auch okay, allein zu sein, so in dem Sinn. Ja. Aber... Plus eben, gerade wenn du, ich glaube, in der Mittelstufe bist, dann du kannst nicht allein sein. Nicht mal, dass du es nicht willst, sondern du kannst es, glaube ich, auch nicht. Du wirst gerade angestellt als Opfer, das keine Freunde hat, du bist gerade einfach so eine gute Möglichkeit für ein Opfer zum Hänseln. Mhm. So. Also gerade bei Kindern, ich denke mal so, wie böse können Kinder sein? Sie haben so keine Hemmung oder so kein Hirn, zum Überlegen, keine Empathie, dass man Sachen sagt, die einem so verletzen. Also, ja, es ist ein entwickeltes Gehirn, nicht? Also es ist aber ich finde es auch so krass. Ja, ist schon krass. Also weißt du, es gibt ja auch Sachen, wo ich noch weiss, wo ich als Kind gemacht habe, ich mir jetzt so denke, Bro, what the fuck? Also, wieso habe ich das einfach so easy machen können, ohne darüber nachdenken, wie es der anderen Person dabei geht? Ja, man hat halt einfach auch nicht so einen guten Sinn für so Moral und so. Nicht? Eben. Das ist alles noch nicht entwickelt. So, du weißt gar nicht, was ist so böse wirklich. Also weißt Ja. ich glaube, du kannst dir schon überlegen, was so böse ist, aber die haben nicht so wirklich das Bild davon, I guess. Aber ich habe das Gefühl, wir haben vor allem dann ein Bild, was Weltbild. böse ist, wenn so uns jemand sagt. Also zum Beispiel, wenn man von den Eltern sagt, hey, das Schimpfwort, wenn man das jemand anderem sagt, dann... Ja, ist etwas, was So. du lernst, logischerweise. Ja. Voll, aber wenn es, also kann ich in der Schule, also unsere Eltern haben ja nicht gewusst, was alles in unserer Schule passiert, so ganz genau. Darum kann es ja wie auch niemand sagen, und bei einem Lehrer ist ja noch mal etwas anderes. Das ist irgendwie schon speziell, dass das Kind so, ja, viel so schlimmer ist, also gerade so ein Mobbing und so, das Gefühl ist vor allem so in der Mittelstufe auch so ein riesen Ding. Einfach weil du als Kind wie nicht so viel Empathie kannst vielleicht haben, ich weiß es nicht. Ja, vielleicht. Das kann schon sein. Ich finde es auch immer so spannend, wie... Eben, wenn wir jetzt ja gerade über Erwachsene reden, wie sie nachher probieren zu eingreifen. Und meistens funktioniert es halt überhaupt nicht irgendwie. Boah, ja. Weil es ist wie so schwierig als Erwachsener oder als Lehrer so wirklich etwas zu machen. Ja. Weil das Problem ist ja wie nicht... Du musst ja nicht dem Kind sagen, yo, das geht nicht. Ich habe das Gefühl, die meisten wissen, dass das so böse ist, was sie eigentlich machen. Nicht, die Kinder. Nein, ja. Also weißt du, so irgendwo durch. Ich habe das Gefühl, was sie vielleicht nicht wissen, und das hört man auch immer, ist so, wenn du nichts machst, tust du ja teilnehmen am Mobbing. Und das hörst du ja immer wieder, aber das checkt halt die Kinder nicht so fest. Und es ist wie auch schwierig, zum nachher als jemand, der nicht der Anführer ist und jemand, der einfach mitläuft, ist es auch mega schwierig, so etwas dagegen zu machen. Es ist schon möglich, aber du musst dich halt wirklich voll auf die andere Seite stellen und tust dich halt dann wie selber so in die Risikozone, wenn man so will. Voll. Und eben gerade so, wie jetzt das bei uns war, so mit dem mega krass beliebt, mega krass unbeliebt. So, wenn du es geschafft hast, quasi zu den Beliebten zu gehören, dann willst du ja in dieser Position bleiben und dann ist dir das in dem Moment wichtiger, als dass du, wenn du es unfair findest, wenn irgendjemand unbeliebt, ich mache das jetzt mega klassisch so. Weißt du, ich meine, du willst wie nicht so jemandem helfen, weil du selber sonst wieder auf die andere Seite... Also es ist wirklich so ein Überlebensding, so ein bisschen, habe ich das Gefühl. Man müsste wie fast irgendwie so zusammen die Anführende gibt es ja meistens, kann man nicht so, oder weißt du, das Zweierpack, das so anführend ist, in Anführungszeichen, die irgendwie konfrontieren, weil ich habe das Gefühl, so irgendwo anders etwas zu machen. Du kannst schon als Klasse probieren, das aufzuhören, aber irgendwie wird es dann immer so im Unterbewussten so weitergemacht, weißt du, dann gibt es einfach, anstatt etwas zu sagen, gibt es dann so Blick und dann wirst du nicht gewählt, die Gruppenprojekte, es geht wie nicht weg. Das stimmt. Boah, ja, stimmt, gerade so Blick, jetzt kommt es mir gerade wieder in den Sinn. Ja. Ich weiss nicht, haben die das damals auch so gehabt, wenn du so zum Beispiel in einer Gruppe stehst und du sagst, gut, hast du das halt weniger gehabt, aber so, wenn du etwas sagst und zwei andere so in der Gruppe finden es komisch, was du sagst und die haben dann so einen Blickkontakt miteinander, aber so quasi, dass du es nicht sollst merken und dann so ein bisschen, wenn du nachfragst, dann sag ich nichts. Das ist so damals mir immer das Ding gewesen. Immer die Blickkontakt, Alter, oh mein Gott, eigentlich so stupid. Ja, nein, aber was ich auch sagen wollte, du hast ja vorher so gesagt, so, eigentlich müsste man sich so gegen den ganz beliebt eigentlich stellen, damit so das Ganze einkracht. So, bei der Schule in der Klasse ist das ja so ein bisschen so gewesen, dass es... Bei uns? Nein, bei der Schule.
dass sie jemanden in der Klasse hatten, der nachher so ein bisschen, ja, toxische Vibes hat verbreiten und so ein bisschen andere schlecht machen. Aber die haben sich alle gegen sie nachgestellt. Also gegen sie, ja, dass sie nachher... dass sie nachher nicht durchgekommen ist. So, ich weiß keinen Namen nennen, logischerweise, aber so, dass es nachher überhaupt... Und hat das funktioniert schon, oder? Ja, eben eigentlich schon. Also sie nachher wie... Die andere hat, glaube ich, gecheckt, sie wird nur, blöd gesagt, beliebt, wenn sie lieb ist. Wenn sie lieb ist. Ja, das war wirklich eine gute Dynamik gewesen, dass man nur gut ankommt bei den Leuten... Oh, mein Laptop, perfekt. Ich glaube, wir haben es gar nicht gehört. Wenn man nur gut ankommt bei den Leuten, wenn man nur gerne gehabt wird von den Leuten, wenn man halt auch lieb ist. So. Ja, I guess. Ja, aber das ist wie nicht der Standard, habe ich das Gefühl. Eben, das musst du so extra machen als Klasse. Voll. Also eben, ich frage mich, wie entsteht denn das überhaupt? Wieso ist es nicht logisch, dass man nur beliebt wird, wenn man einfach nett ist? Also eben, so, genau mit dem, was wir vorher gesagt haben, so, wenn du eben andere Leute runterpackst, machst allen Angst, nicht? Ah, fair. Darum ist das halt so das Ding, glaube ich. Wenn du zu jemandem nett bist, dann weißt, also, kommen nicht Leute direkt auf deine Seite, weil sie Angst haben, logischerweise. Voll. Ich glaube, es ist wie so, du hast dann wie weniger... Man hat weniger Respekt für eine Person. Du bist viel mehr... Ich glaube, wenn du einfach lieb bist, dann bist du viel mehr... Ich glaube, es hat von nichts mit Respekt zu tun. Es hat wirklich einfach mit Angst zu tun. Du siehst, ich weiss nicht, also weißt... Ja, doch, kann schon sein, ja. Ja, voll. Ja, es ist wirklich so wie so ein... Ja, keine Ahnung. Aber haben die das so ein bisschen... Also, würdest du sagen von dir, du bist beliebt gewesen? Ja, schon eher. Also, ich habe nie das Gefühl gehabt, ich muss etwas speziell machen, dass ich beliebt wird. Oder einfach, ja, I guess. Es war immer ein bisschen das Gleiche gewesen. Also Primarschule, Sek, Gymi. Also ich bin immer so... Ich bin oft nicht immer der Beliebteste gewesen, aber ich bin schon im beliebten Kreis gewesen. So in der beliebten 3, weißt du. Ich bin also jetzt nie so jemand gegeben. So wirklich. Und... Zum Beispiel im Gymi bin ich der einzige Typ gewesen, und ich würde nicht sagen, ich bin beliebt gewesen, aber eben im Gymi gibt es das gar nicht wirklich so. Ja. Im Gymi gibt es nicht wirklich so jemanden, der so ultra beliebt ist. Es gibt mehr einfach so verschiedene Grüppchen, nicht? Voll. Und das ist etwas, was sich mega entwickelt mit dem Alter. So, da gibt es nicht mehr eben das Zentrum von der Klasse und die sind so am Rand von der Klasse. Es gibt mehr einfach, das ist eine Gruppe, das ist eine Gruppe, das ist eine Gruppe. Ja, das stimmt. Ja, ich weiß nicht. Aber ich habe allgemein das Gefühl, im Gymi bist du so, also es nimmt mich mega Wunder, was andere für Erfahrungen gemacht haben, oder ob es wirklich einfach so ein bisschen unser Gimmick war. Aber hast du auch viel mehr dich selber sein. Also gerade so bezüglich so Style oder nur schon so Outing, irgendwie so, also zum Beispiel ich auch erst mit YouTube angefangen, als ich ins Gimmick gekommen bin, einfach weil ich mich viel wohler gefühlt habe bei diesen Leuten. Einfach weil du hast das Gefühl, du wirst so viel weniger judged, also es ist so viel weniger judged ins Gimmick. Und eben auch so viel weniger, dass es jetzt wichtig ist, dass man beliebt ist. Es gibt es wie gar nicht so mega krass, dass beliebt und unbeliebt. Zum Beispiel nur schon, was du anleihst, habe ich viel weniger, also keine Ahnung, im Gimmi bin ich viel offener gewesen, um das anlegen, was ich will. Wie ist das bei dir? Ich würde schon sagen, also dort, wo wir ins Gimmi gegangen sind, ist halt auch ich finde eine mega welcoming Schule so. Und auch eine relativ linke Schule, darum eben so offen gewesen für Leute, die sich outen wollten. Und nachher... Also ich habe das Gimmi halt auch mega... Ich habe schon das Gefühl, im Gimmi kannst du dich selber sein, aber es hat bei mir jetzt persönlich nicht wirklich etwas verändert. Also ich habe nicht in der Sek habe ich wie nicht das Gefühl gehabt, ich muss etwas faken in dem Sinn. Also ich habe nicht so eine Veränderung von der Klassendynamik verspürt, so dort wirklich. Aber hast du das Gefühl gehabt, also ich habe zwar in der Sek, die ist schon viel, viel besser gewesen als so die Mittelstufe, so, es hat mega coole Leute gehabt, aber ich habe gleich das Gefühl gehabt, dass du gleich noch so ein bisschen so judged worden. Also hätte ich mit YouTube angefangen, in der Sek, ich wäre mies judged worden. Haben sie doch einmal gesagt, sich nicht einmal so Natti-Style genannt? Nein, Natti-Swag. Ja, stimmt. Alter, alte Insta-Name. Alter, nein, ich bin heute eigentlich teilweise traumatisiert von dem Namen im Fall. Nein, ich erzähle schnell, also ich habe damals einen Instagram-Account, wie jeder andere. Ich habe null Social Media gemacht oder so Dinge, keine Ahnung, was auch so wirklich, ich glaube sogar privat, also wirklich voll easy. Und ich habe irgendwie was war das? 2015 oder so. Das ist halt das Wort Swag, ist mega cool. Das ist halt Swag, ja. Und YOLO und keine Ahnung was, LOL. Zwar LOL kann man heute noch easy sagen. Ja, LOL kannst du sagen. Ja. Nein, aber Swag ist halt... Ich weiß auch nicht, wie ich auf den Namen komme, aber einfach Natti-Swag. Es ist einfach wirklich... Ich habe null irgendwie gedacht, dass es weird ist eigentlich. Und ich glaube, damals, ich hätte mir auch nicht... Wärst du nicht called out worden für das, hätte ich mir auch gedacht, ja, safe, Natti-Swag. Ja, es ist nicht mal so weird eigentlich gewesen. Bis mal
es irgendwie so ein bisschen angefangen hat. Ich weiß aber gar nicht, wie das angefangen sind hat. irgendwie die vom Jahrgang oben da gewesen, Ja. sind ja nicht dein Jahrgang gewesen. Ja. Nachher so. Also ich glaube, ich bin der zweite Sek gewesen, du der erste und die vom Jahrgang Ja, oben dran, genau. die dritte Sek. Die haben das irgendetwas lustig gefunden. Ich glaube, ich weiß sogar noch wer. Egal. Die hat oh mein Gott. Droppen. Nein, Droppen die Alter. Adresse. Nein. Oh mein Gott. Ja, nein. Ja, das kommt sogar in den Sinn. Nevermind, auf jeden Fall. Der hat das so ein bisschen lustig gefunden. Und das war wie ein Lauffeuer, dass irgendwie alle auf einmal lustig gefunden haben. Und dann hat es angefangen, dass ich in der Pause, dass Drittklässler mir einfach innen angerufen haben, einfach «Nati Swag!» Also es war wirklich am Schluss so, dass es hat ja so einen Rundlauf gegeben, wo hast du ums Schulhaus laufen, so in der 10. Pause. Ja, voll. Und ich bin einmal dort rumgelaufen und ich kann nicht rundherum laufen, ohne dass man mindestens wirklich ungelogen 15 Horrible. Mal Das ist echt horrible. hinten reingerufen worden ist. Und es war wirklich schlimm gewesen für mich, wenn ich musste, weißt du, wenn du so in einer Gruppe laufst rundherum, dann geht es nicht. Aber wenn du alleine, so ich weiss noch einmal mit dem Veloständer gesehen, das Velo holen. Ich habe gewusst, ich muss mein Velo dort holen und da war so wirklich eine grosse Jungsgruppe von Drittklässlern. Ich habe gewusst, ich werde jetzt absolut rasiert, wenn ich jetzt mein Velo dort hole. Aber es ist auch Wichsen, ne? Ja, es ist du bist echt so so eine stupid. Jungsgruppe, Ja. ein Jahrgang älter und du terrorisierst so ein kleines Mädchen. Das ist gottlos. Ja, es ist ein riesig Nicht stupid. okay. Ja, nein, wie sind wir auf das Thema gekommen? Ich weiß gar nicht mehr. Ja, jetzt bin ich ein bisschen ab der Schiene gefallen. Voll easy. Was haben wir denn gesagt? Ich weiß das einfach gar nicht mehr. Aber ja, keine Ahnung, auf jeden Fall, so ist das gewesen. Und ja, eigentlich auch so dumm eigentlich. So, ich weiß gar nicht mehr, wie sind wir auf das gekommen? Scheißegal, sonst machen wir auch dort weiter. Ja, es ist ist auch so, ich habe mir jetzt gerade überlegt, wie würdest du das... Ich habe mir jetzt überlegt, wer ich in dieser Jungsgruppe, wie konfrontierst du jetzt so das ganze Thema? Ja, voll. Weil du kannst nicht einfach sagen, ich habe das Gefühl, du kannst schon, aber nachher schauen, weißt du, wenn du jetzt so sagst, Ja. Jungs, das läuft hart nicht. Weißt, Ja, wenn du das so- kannst du nicht machen. Das ist eben auch so dumm. Ich glaube, es ist wie etwas, wo du vielleicht einzeln auf Personen müsstest zugehen, oder du kannst ja so eher so seriös ansprechen, so einfach, oder nicht genau dort, weißt du, so Ja. später so, Jungs meinen dann nicht, das ist ein bisschen komisch, oder weißt du, so ein bisschen Ja, fair. Aber du Scheiße für die andere Person. So. Aber ich glaube, sobald du und noch jemand anderes in der Gruppe der gleichen Meinung sind, Ja, ist voll. es einfacher zum ansprechen, als wenn du allein bist Fix. und alle das lustig finden. Dann wirst du Ja. es niemals ansprechen, weil du willst auch nicht nachher so enden halt. Ja, vielleicht musst du wirklich zuerst auf eine andere Person zu und nachher so, Ja. oder eben eher auf einzeln, weil das ist sowieso so, einzeln sind die Leute immer anders, nicht? Oh mein Gott, ja. Das Der ist- Einzelne hat mir niemals irgendjemand den Namen nachgerufen. Niemals. Eben, weil dann ist es ja cringe. Du machst es ja eigentlich, um den anderen so wie zu sagen, yo, ich bin auch dabei in diesem Eben, Joke. ja. Ich bin auch dabei in dieser Gruppe und so. Und das ist, glaube ich, das Ding. So, du wirst vor allem dann beliebt, wenn du andere halt wirklich abmachst. Und du bist auch dann cool und die anderen finden dann auch dich cool. Und, also es kann im Fall auch sein, dass in dieser Gruppe, weißt, dass nur so, dass vielleicht so 6 Deck gestanden ist und nur so 2 meinen Namen hinten reingerufen haben und die anderen haben das nie gemacht. Und haben sich vielleicht das auch wirklich überlegt, so, das finde ich voll nicht okay. Aber für mich ist es dann halt wirklich einfach so Ja, gespeichert in meinem Hirn voll. von, die sind alle böse. Und die, also weißt du, was ich meine? So. Ja, eben, es kann nur jemand sein, theoretisch. Ja. Es kann nur jemand sein, der so Shit macht und nachher alle anderen sind halt auch dabei und nachher wirkt es für dich so, als wär's wie eine ganze Gruppe gegen dich. Aber das ist ja auch allgemein so ein bisschen das Phänomen von Mobbing. So, jeder hat ja dann angefangen, meinen Namen zu rufen. Also ich will jetzt nicht sagen, dass das mega krasses Mobbing war. Es ist halt, also in dem Ja, Sinne kann ja man schon. schon sagen, du bist ein bisschen abgehärtet gewesen auch. Also Ja. du wirst jetzt, du hast so die verschiedenen Stages Ja, schon. ja. Aber es ist jetzt nicht so, also ja, mega krass schlimm gewesen, so wie ich es auch schon erlebt habe. Aber es ist wie so, keine Ahnung, ja. Das ist schon nicht gerade chillig. So. Es ist schon unchillig gewesen. Aber ich glaube, es ist wie so, Mobbing allgemein so ein bisschen entsteht, dass es hat ja wie einer angefangen und irgendwie haben dann vielleicht alle gelacht und dann ist bei jedem abgespeichert gewesen, von, wenn ich das auch mache, den Witz, dann finden es auch alle lustig und dann gehöre ich auch mit dazu. Also ich glaube, jeder hat vor allem den Namen hinten reingerufen, weil er will auch dazugehören. Also es ist wie, jeder hat doch dort auch so ein bisschen probiert zu überleben. Und eben, es ist ja Ja, so schön. gewesen, wenn er mich, also ich habe bei jedem können beobachten, wenn sie mich alleine gesehen haben, sie haben nichts gesagt. Und das ist nicht einfach mal nur, weil sie keine Ehre haben, sondern wieso sollten sie es jetzt sagen? So, niemand hört ja zu und findet es lustig. Und wie ist das dann für deine Leute, für deine Kolleginnen gewesen, so wenn ihr eben, sagen wir, jetzt dritte, vierte Runde gelaufen sind und nachher andere Leute rufen dir das nach? Dann ist doch irgendwie auch, ich habe das Gefühl, für deine Kolleginnen könnte es so sein, so, oh shit, ich gehöre zu der Natti, weißt du, so, das ist doch Ja, ich weiß, was du meinst. Also weißt Ich weiß es gar nicht mehr so genau. Also ich weiß nur noch eine, sie ist für mich mal eingestanden, also sie hat allgemein so ein lautere Fresse gehabt und mega viel Selbstbewusstsein und hat dann mal so irgendetwas zurückgeschrieben, aber die haben halt dann auch einfach nur gelacht, also sobald du dich halt, das ist halt das Problem, sobald du dich selber in dieser Position oder halt die Position vom Kollegen probierst irgendwie so zu kämpfen, dann nehmen die dich sowieso nicht ernst. Also du, eigentlich das
Beste, was du machen kannst in dem Moment, ist eigentlich einfach ignorieren. Weil Ja. sie finden alles nur noch mehr lustig, wenn du bekämpfst. Ja. Das merke ich zum Beispiel auch beim Hate. Sobald mich jemand irgendwie so einen Hate-Kommentar schreibt, das bringt gar nichts, wenn du auf die Kommentare eingehst, weil als ob der nachher so dann denkt nach dem Kommentar, oh ja stimmt, das ist jetzt ein bisschen blöd, was ich geschrieben habe. Also weißt du, es ist ja wie, die macht sich ja noch mehr lustig, dass du das, also wie, es macht dir dann richtig eine Freude, dass es dich jetzt nervt und triggert, weil also das ist ja auch das Ziel, dass es dich triggert. Darum, du kannst wie halt nichts machen, als es einfach ignorieren und das ist so dumm. Eben, und es ist wie auch mega schwierig, so zu dem Thema so ein Fazit zu finden. Irgendwie, es ist wie, es ist ein Problem, das wir als Gesellschaft schon hure lang haben, weißt so Leute, die sich so alienated und so isoliert fühlen, dass man die integrieren kann, weil irgendwie keiner, weißt will so in dem Sinn keine, oder wenig Leute stellen sich nachher so auf die Seite. Und es ist voll schwierig, so ein Fazit zu finden. Also was, sagen wir, du bist in der Position, wo du gemobbt wirst, was mache ich? Eben, es gibt nicht eine Lösung, weißt du? Und vor allem das ist eben das Problem, also wie, es gibt dann halt Außenstehende, eben Friends, die dann für ihn ist, oder vor allem die Eltern. Die Eltern, das ist eigentlich, auch wenn es als Eltern ist, glaube ich, noch viel schlimmer, weil du kannst nicht machen und was du machst, macht es noch schlimmer. Ja, wenn du etwas machst, ist es eben mega scheiße. Ja. Weil nachher denken sie, jo, weißt du, so, der oder die hat so weirde Mutter, weißt du, oder Ja. einen weirden Vater. Nein, das ist noch, vor allem so, ja, sie schafft es nicht mal alleine, sie muss sogar das Mami holen. Ja, ist also scheiße. es ist so und eben dumm. aber auch Lehrer. Bei Lehrer ist das scheiße, wenn du zum Lehrer gehst. Was macht der Ja. Lehrer? Schießt Klasse zusammen und nachher? Also, weißt du? Boah, das war bei mir ja so schlimm gewesen. Weißt du das noch? Nein, ich weiß nicht. Also das war in der 6. Klasse, wo so starker Mobbing war. Dort, also ich hatte halt nur meine Mom zum Reden und habe alles mit ihr beredet und sie so, du, wir müssen jetzt zum Lehrer gehen. Und ich so, nein, das macht noch schlimmer und so. Und eigentlich ist ja dann mein Lehrer so ein bisschen die Schuld, weil er so wirklich falsch gemacht hat. Meine Mom ist dann zu meinem Lehrer, die hat mir ein Mail geschrieben und ich bin nicht in die Schule gegangen, weil ich es so schlimm gefunden habe. Also ich habe mich als krank einfach gemeldet. Und mein Lehrer steht vor der ganzen Klasse und schießt sie komplett zusammen und hat so gesagt, wenn ihr jetzt sofort nicht mobben, dann machen wir kein Abschlusstheater und dann gehen wir nicht ins Alpamare und so. Was passiert? Die sind alle hure hässig auf mich, dass ich jetzt mit mir, also weißt du, so, so dumm. Aber ja. Ich glaube, die Lehrer denken halt dann wirklich einfach, yo, ich pauke das dann jetzt in den Kopf, dass das nicht okay ist, Ja. aber es funktioniert auch nicht. Nein, also wie... Er ist wie naiv, dass er nachher so voll aggressiv darauf reagiert. Vor allem, die haben ja Macht voll dann, keinen Sinn. ja, die sind ja dann noch mehr hässig auf mich gewesen. Und wenn der Lehrer kam, haben sie auch so da, sie hat es gut mit mir und sobald er wieder weg war, sind sie verdammt Macht es noch schlimmer, ne? Ja, Ist es auch macht es auch wirklich- viel schlimmer. Also so, gut, aber ich muss jetzt sagen, es war auch eine Fehlreaktion vom Lehrer gewesen. Es gibt wirklich auch Lehrer, die ich glaube sehr gut können handeln. Also es gibt ja immer so Sozialhilfe. Ja, Lehrer so in der Sachen ein bisschen. wie sagt man denen? So Vertrauenslehrer. Ja. Vertrauenslehrer. Ja, irgendwie so, genau. Voll. Voll. Wir haben zum Beispiel eine, die hat jetzt mega gut gemacht. Die hatten so die wie sagt man, Hauptmobbing... Stopper, Rollen. Nein, die mich gemobbt haben. Wie sagen wir Ah. denn? Täter. Mobbing-Täter. Haupttäter. Die Mobbing-Täter. Verdächtigen. Und mich hat sie dann eingeladen zu sich und hat dann so eine Story erzählt, so ein Büchlein. Und also keine Ahnung, hat sie viel, viel besser gemacht auf jeden Fall. Einfach so ein bisschen, ich glaube, sobald man jemandem die Sicht vom Mobbing-Opfer erklärt, kann man schon viel mehr Empathie empfinden, als wenn man einfach jemanden zusammenschießt von «Du mobst den!» Also keine Ahnung, so dumm. Ja, fair. Ja, aber ich finde es allgemein ein mega schwieriges Thema, weil Mobbing ist so wirklich... Es passiert so oft und es ist so schwierig, etwas dagegen zu machen. Ich glaube, was man vielleicht als einigermaßen daraus ziehen kann, ist so, dass es nicht heisst, yo, ich habe jetzt keine Freunde, ich will nie Freunde haben. Also Ja. Ich glaube, es gibt mega viele so Opfer, eben so Mobbing-Opfer, die sich nachher denken, yo, etwas ist falsch mit mir, weißt du, so. Ja, es kratzt auch übel am Ego. Eben, logisch, eben, es alienated dich komplett und du denkst halt, yo, ich will nie so einen Platz finden irgendwo in der Welt in dem Sinn. Und ich kenne mega viele Geschichten von Leuten, die es wirklich scheiße haben, die gemobbt worden sind und die jetzt in einem mega guten Kreis sind. Und auch bei dir so, du hast ja auch, weißt, also, wie sage ich, nicht stabiles Mobbing, intensives Mobbing erlebt. Ja. Und was nicht für dich geheissen hat, jo, eben, ich bin komplett am Arsch. Es ist wie einfach, es ist eine dumme Zeit, es ist eine scheiß Zeit, aber es bildet Charakter, so dumm das klingt. Ja. Das ist halt mega ein scheiß Fazit zum Ziehen, aber amigs musst du wie durch, so ein bisschen. Also es ist so ein bisschen eine Mischung. Zum einen macht sich irgendwie stärker. Also gerade so, keine Ahnung, wenn du jetzt sonst irgendwie mal, also weiß nicht, aber auf der anderen Seite macht es dich eben auch irgendwie schwächer, weil du halt wie ein Trauma davon hast. Ja, und du bist halt nicht mehr so selbstbewusst. Hinterfragst Ja. dich selber halt immer so. Voll, eben, es kratzt übel am Ego. Also es ist wirklich so, du wirst so hart klein gemacht und es passiert jeden Tag. Also das ist so Keine Pause, so, ja, das kommt auch noch dazu. voll eben und ja, keine Ahnung, das ist schon crazy.
Darum, es ist echt ein schwieriges Thema. Wir sind jetzt voll von Beliebtheit zum Thema, einfach zum Mobbing-Thema ja, abgerutscht. aber ist ja mega Zusammenhang, nicht? Also, ja, fair, es gibt die Beliebten und es gibt die du kannst sagen, sie sind unbeliebt, aber oft fühlen sie sich halt gemobbt. Das ist ja das, was ich am Anfang gesagt habe. Klar, für mich sind sie unbeliebt gewesen, aber vielleicht aus ihrer Perspektive haben wir sie vielleicht gemobbt. Ja, das weißt, kann gut das sein. kannst du wie nicht aussagen. Ja. Und ist ein bisschen so eine vage Definition von was ist actually Mobbing. Ab wann fängt es an? Ab wann fängt es an, ja, genau. fair. Also ich bin, ja. Spiral ist auch so ein bisschen innen, nicht? Also wenn du so mal ausgeschlossen wirst und nachher auf einmal entwickelt sich das zum Mobbing halt. Ja. So. Vor allem, ich finde es im Fall, also gerade zum Mobbing, also ich bin mir auch zu 100% sicher, dass die mich damals gemobbt haben, dass die es nicht als Mobbing sehen. Also darum ist es mir zum Beispiel auch mega unangenehm, über das Thema reden. Also ich dachte, mit einer Person, die dich vielleicht so auch gemobbt hat, so mit ihr das besprechen, wäre wahrscheinlich komisch für dich, nicht? Ja, also die würde sich wahrscheinlich auch nicht mehr erinnern. Ja. Einfach weil du magst dich mehr erinnern, wenn du ein Trauma hast. Also weißt du, es kann gut sein, dass wir vielleicht auch mal böse sind zu Menschen als Kind, wie wir halt so als Kind 100%, wahrscheinlich schon. Und wir wissen es einfach nicht mehr, weil das Speicher ist viel weniger ab. Also ich bin zu 100% auch kein perfektes Kind und bin auch böse zu Kind gewesen. Einfach gerade nur schon wegen der Rolle von, du willst auch beliebt sein und so. Also ich habe safe viel Scheiße gemacht. Und gleich so, du weißt es halt viel weniger, als wenn du das Opfer bist. Ja, oder es bleibt einfach weniger. So ja, bei dir eben. ist es auch so Core Memory, es wird so ins Gehirn gemeißelt. Ja, das sind einfach so Sachen, die du nicht einfach so schnell vergisst, weil das halt so fest, so das Leben changed irgendwie so jetzt. Eben, aber man muss schon sagen, so für die, wenn jetzt jemand da außen in so einer Situation ist, es ist wie nicht, man darf nicht denken, ja, etwas ist falsch mit mir. Ja. Also es ist wie dumm, um das... Oft hat Mobbing einfach straight up damit zu tun, dass du einfach Pech gehabt hast. Dass irgendjemand etwas an dir gefunden hat zum Hänseln und alle anderen sind halt wie einfach nachgegangen. Ja. Eigentlich Pech. Weißt du, was ich meine? Mega dumm. Weißt du, was bei mir der Grund war? Weißt du nicht mehr? Einmal, zum einen, weil ich ein neues Handy bekommen habe. Und ich offenbar, ich weiß es nicht mehr, mega oft mit dem angegeben habe von «Hey, ich habe jetzt ein neues Handy», aber mir ist das... Also ich kann jetzt ein Handy, ich habe vorher ein iPod gehabt und jetzt noch ein Handy und ich bin halt mega «Oh, ich habe jetzt ein Handy und ich kann jetzt anrufen» und keine Ahnung was. Und die haben das offenbar mega krass verstörend gefunden. Und das andere ist, dass ich immer meine Haare strehle. Dass ich immer meine Haare gestrählt habe. Die strahlt ihre Haare, die müssen mobben. Alter, nein, keine Ahnung. Das sind so die Haarstrählen. 2 Punkte bei mir, wo sie mir immer vorgeworfen haben, so «Das ist doch so krass verändert, seit du ein Handy hast.» Ja, aber das ist, wie du sagst, es sind meistens so mega banale Gründe. Oder meistens gar keine Gründe, sondern man hat einfach Lust, immer zum mobben oder zum selber halt im Licht stehen, wenn man andere eben in den Schatten stellt. Oder zum anderen, wenn man anders ist als alle anderen. Also zum Beispiel mit einem Kleiderstil oder keine Ahnung was. Also wie, ich glaube, du wirst vor allem auch eben gemobbt, wenn du nicht wie die alle anderen bist. Ich glaube, so ein bisschen. Oder vielleicht auch, wenn du introvertierter bist und nicht so... Ja. Und eben, aber auch, ich weiß nicht, eben, wenn du introvertiert bist, kann es wie auch sein, dass du zu den Coolen gehörst, indem du einfach Glück Ja, hast. fair. Aber eben, es kann auch sein, dass es hat vielleicht schon so ein bisschen mit dem... Hast du gerade einen Voice Crack? Es fällt nicht auf, das ist nicht raus. Ich habe es jetzt Das ist nicht raus. also unbewusst gemerkt, aber ich bin gerade mehr am Zulassen. Eigentlich kann ich es ignorierst, aber... So alles so zurückspulen. Voice Crack! Nein, wo bin ich jetzt gewesen? Pubertät. Ja, sorry. Dass man vor allem vielleicht auch so ein kleines Mobbing-Opfer ist, weil... Ja, wegen dem Respekt auch so ein bisschen... Dass wenn du immer noch lieb bist zu allen... Also ich bin zum Beispiel ein allgemein Mensch, wenn jemand zu mir kommt und sagt, du bist so ein Fotze. Ich habe zuerst mal einen Klotz im Hals und würde am liebsten anfangen zu brüllen. Und ich könnte mich nicht ganz straight direkt so... Ja, du auch, bist auch... Also weißt du, ich meine, ich könnte gerade nicht so zurückgehen. Ich bin nicht so... wie sagt man, dass man so... Du bist nicht so böse. Das ist das Wort, das du suchst. Nein, dass man so nicht so schnell sich rechtfertigen kann. Oder so schnell... Reaktiv, ich weiß nicht. Ja, wie sagt man dem? Du weißt, was ich meine? Nein, du weißt Ich weiß nicht, was ich meine. Keine Ahnung, was du meinst. Dass man so schlagfertig... Ja, oh, willst du ein High Five geben? Nein, ja, okay. Kennt man das? Nein, ich weiß nicht. Okay, gut. Ja, genau, das Wort habe ich gesucht. Ja. Genau. Genau, chillig. Also, Fazit, sind böse zu Leuten. Oh, das ist Sachen so- werden beliebt. Ich hocke unter der Decke und es ist so fucking warm. Wir hatten eigentlich immer noch die 3 Fragen gehabt. Wenn wir sie im Schnelldurchlauf durchmachen. Ich habe wie mehr Statements gehabt. Also Okay. wir haben über ein paar Mal eigentlich schon geredet. Schon? Bei mir auch ein bisschen, darum können wir eigentlich schnell durchmachen. Machen Ja. wir schnell das erste. Also ich als erstes Statement habe ich geschrieben, ich bin nicht beliebt, ist etwas falsch mit mir. Das haben wir eigentlich genau jetzt gerade besprochen. Ja, fair. Das ist so ein bisschen das. Meistens ist man nicht schuld, dass man gemobbt wird. Also ihr müsst wie nicht schuld bei euch Nein. anfangen zu suchen. Ach, sowieso nicht. Ja, aber das passiert noch mega oft, weißt du. So, Ja. Ich werde gemobbt, irgendetwas ist falsch mit mir. Also es ist wie der falsche Gedankenprozess, wenn man reingeht. Also wie, klar,
ist es immer auch wichtig, dass man so Fehler sich selber sucht. Aber Mobbing, egal, wenn du Friends bist und dein Klassenkamerad hat irgendetwas, was dich stört, dann ist auf jeden Fall nicht die Lösung Mobbing, Alter, sondern Kommunikation. Und auf jeden Fall nicht ausschliessen. Voll. So, genau. Dann mein zweites Statement war, wenn eine Person gemobbt wird, ich aber eigentlich nichts sage, gegen sie macht, bin ich unschuldig. Eben, das ist auch so eben das Statement, das man so immer hört, aber es stimmt eben schon, weißt du, das passiert so oft, dass Leute denken, ja, ich mache ja nichts. Ja, true, aber du machst eben genau nicht, viel. ich mache ja nichts. Ignorieren ist eben auch... Ja. Wie sagt man dem Spruch? Keine Antwort ist auch eine Antwort. Nein, okay, das passt gar nicht. ja, weißt du, was ich meine? in die Richtung. Ja, voll. Oh ja, also das haben wir schon gesagt, damit wir es groß wiederholen. Ja, voll. Und das dritte Statement haben wir auch schon darüber geredet, ich habe keine Freunde, ich will nie Freunde haben. Also eben, vielleicht hast du das damals gemeint, ich kenne viele eben Mobbing-Opfer, die jetzt mega viele Freunde haben oder gut in einer Gruppe dabei sind. Ja, es liegt einfach wegen dem Umfeld, nicht an dir. So. Eben, und weißt, das ist auch nicht, so sollte man auch nicht denken. Nein. Also, Nati hat früher nicht so viele Freunde gehabt, jetzt hat sie mehr als genug Freunde. Also ist kein Problem. Voll. Und ich glaube, gerade heutzutage, so, ich glaube, es gibt viele, die wahrscheinlich eben gerade damit kämpfen, so zum Freunde finden. Es gibt so viele Möglichkeiten, Bro. Es gibt das Internet. Du findest über das Internet mega coole Menschen. Und auch wenn du jetzt vielleicht in der Klasse nicht jemanden hast, der den gleichen Vibe hat wie du, so im Internet findest du 100% mindestens jemanden, der den gleichen Vibe hat wie du. Oder wenn du ein Hobby hast, wie zum Beispiel einen Sport, dort findest du sicher Leute, nur schon wenn du eben Gemeinsamkeiten teilst. Keine Ahnung, gehst in die Party oder whatever. So, es gibt überall Möglichkeiten. Ich glaube, das Wichtigste ist einfach, dass du... Ja, okay, das ist jetzt mega schön Deine zu Leute sagen. findest, I guess, ne? Ja, nein, ich wollte gerade sagen, dass du nicht eben so dein Selbstbewusstsein an Freunden finden, verlierst du das. Aber das ist jetzt mega schwierig zu sagen, weil es ist einfach gesagt halt, aber voll. Ja. Gut, was habe ich so viel... Ich habe eigentlich eine Frage, aber das geht jetzt komplett in die andere Richtung. Ich glaube, ich stelle die am Schluss. Also, was ich noch gesagt habe, würdest du sagen, man will beliebt werden, um einen Komplex auszugleichen? Also, Ich glaube, als Kind im Fall nicht so. Als Kind ist es mehr einfach etwas, was so instinktiv passiert. Wenn du eine Gruppe von Kindern siehst, willst du logischerweise, dass die Kinder dich gerne haben, nicht? Also ich glaube nicht, dass gross... Ich glaube, es ist nicht... Als Kind ist es nicht so deep, würde ich legit sagen. Ich glaube, Kinder wollen einfach beliebt sein. aber meinst du, es kann Oder auch wollen sein... einfach dabei sein. Ich habe eben vor allem das Gefühl, es gibt gerade die Mobbing-Täter sind, haben vielleicht in der Familie oder bei den Eltern eher so ein Problem. So die Täter... Ja. Ich habe jetzt gemeint, mehr einfach von beliebt, ich habe es nicht zum Mobbing bezogen. Aber ja, vielleicht. Also ja, voll. So, wenn es um Mobbing geht, kann es schon sein, dass die Kinder... Ja, stimmt, ich habe es ein bisschen falsch gesagt. Aber ja, das macht Sinn, dass so in der Erziehung vielleicht irgendetwas Ja. Ecke gelaufen ist oder so. Oder auch in der Familie mit Geschwistern oder so. Voll, eben Dass das, es dort Bock gibt. dass du irgendwie vielleicht zu wenig Aufmerksamkeit bekommen hast oder dass du vielleicht dann bei der Familie so die Jüngste bist, oder der Jüngste, wo nie die Aufmerksamkeit hat oder nie irgendeinen Piep sagt und halt in der Klasse eine riesen Fresse hat, weil so einen Ausgleich braucht so ein bisschen. Voll. Hast du dir vorgestellt, weil es sich auf jemanden bezogen hat, wo das bei dir so war? Jein, also ich will es nicht bei allen sagen. Ja. Eben, es war halt vor allem auch so ein bisschen eine Mischung gewesen, weil man halt wirklich, wie du gesagt hast, so ein bisschen auch will beliebt sein, einfach sonst, um irgendwie selber so halt eben so ein bisschen überleben, blöd gesagt. Aber ich glaube schon auch keine. Also bei der einen oder anderen weiss ich halt, dass es so im Familienhaus nicht immer rund gelaufen ist. Und kann ich mir schon gut vorstellen, dass es auch einen guten Einfluss hat. Ja. Ja, voll. Was habe ich noch? Ist man beliebt, weil man ein guter Mensch ist? Ja, das haben wir auch schon recht besprochen eigentlich. Nein. Das andere ist nein. Nein. Also ausser man hat die Klasse, die meine Schwester hatte. Ja. Also man kann beliebt sein und nett sein, das ist nicht das Ding, aber es ist nicht... Aber dann ist es nicht beliebt, glaubst du, sondern dann ist es einfach... Also wenn man so eine Klasse kann hat... schon sein. Ich glaube, es gibt schon beliebte Leute, die auch wirklich nett sind. Ich glaube, es gibt es schon. Fair. Aber ja. Aber ich glaube, es ist schon das meiste umgekehrt, würde ich Ja, behaupten. logisch. Und eben, ich glaube, wenn du beliebt bist, weil du lieb bist einfach und weil du zu allen nett bist, dann bist du nicht nachher die Beliebteste, sondern sind wie alle einfach nett zueinander und alle in dem sind gleich beliebt. Und klar gibt es die, die ein bisschen lauter sind und die ein bisschen riesiger und die ein bisschen mit mehr Freunden und die ein bisschen mit weniger Friends. Aber es ist wie nicht so, dass es jetzt jemand krass beliebt gibt und jemand krass unbeliebt. Weißt du, was ich meine? Ich weiss, wie du meinst, ja. Also so habe ich es halt im Gymi mega erlebt. So klar, wir hatten unsere Freundesgrüppli in der Klasse, wir waren auch eine riesige Klasse gewesen. Aber es hat kein Grüppli gegeben, das speziell beliebt war oder so und eins, das irgendwie unbeliebt ist oder so. Wenn du älter findest du halt mehr deine Leute, würde ich sagen. True. Du findest schneller Leute, die ähnlich sind wie du, würde ich sagen.
Ja. Es ist einfacher als Erwachsene, würde ich sagen. Ja, und ich habe das Gefühl, so in der Mittelstufe ist es auch mehr so gewesen, dass mega also gut, wir sind halt auch wirklich eine kleinere Klasse gewesen. Ich glaube, bei uns ist es wirklich so, zum Beispiel gerade bei den Mädchen hat es die beliebten Mädchen gegeben und die unbeliebten Mädchen. Also es ist wirklich, es hat nichts dazwischen gegeben irgendwie. Also du hast wie gar keine Möglichkeit gehabt, um deine Nische zu finden, sondern du hast wollen zu den Beliebten gehören und nicht zu den Unbeliebten. Also wie du hast dir gar nicht überlegt, viben wir zusammen oder irgend so etwas. Ja. Das war das einzige Ziel gewesen, so. Ja, irgendwo durch sind halt auch Mittelstufenbeziehungen zwischen zwei Kindern jetzt auch nicht so deep halt. Ja. Die sind halt mehr so, also weißt Ja, cool. so, du findest nicht so, Ja, es fair. sind nicht mega viele ähnliche Interessen, vielleicht gehen so zusammen in die Yugi, whatever, oder in die Mädchenriege, aber es ist nicht, Ja, es ist voll. nicht so eine deeper Connection, würde ich sagen. Ja, voll. Nein, eigentlich die letzte Frage, die ich aufgeschrieben habe, passt eigentlich null zum Thema. Aber ich habe gedacht, als ich es aufgeschrieben habe, dass es irgendwie so ein bisschen passt. Also, keine Ahnung, weißt, so, ich habe mir überlegt, ob weißt, so Beliebtheit jetzt auch so ein bisschen ganz feucht damit zu tun hat. Zum Beispiel so, dass man auf Social Media bei mir jetzt ja, dass ich so ein bisschen Erfolg habe und so, dass es ja in dem Sinne auch, blöd gesagt, eine Art Beliebtheit ist, so wie das für dich ist oder war, dass ich jetzt, blöd gesagt, so keiner bekannt worden bin. Das hätte ich ja gerade voll blöd, das selber zu sagen. Macht Sinn, aber du musst jetzt die Frage nochmal formulieren. Was muss ich Wie jetzt... ist es für dich gewesen, dass ich bekannt auf Social Media... Nein, wie ist es für dich, dass ich bekannt auf Social Media bin? Ja, So ganz ehrlich, offen. es hat nicht viel mit Beliebtheit zu tun, das ist so, aber Ja. ich würde sagen, das Problem ist halt, wenn du etwas anfängst und du hast es noch nicht wirklich geschafft, werden dich Leute anschauen. Das ist einfach so viel, Ja. die YouTube angefangen haben, haben es Leute weird gefunden. Punkt. Ja, safe. Oder? Und dann sind schon immer Leute zu mir gekommen, ja, deine Schwester macht einen YouTube, gell? Und so, ja, ich weiß. Also ich habe nicht... Ich habe das Gefühl, ich bin supportive gewesen. Ich habe nie gedacht, ja, weißt Ja, voll. so cringe, dass sie YouTube macht. Ich habe immer gesagt, so, weißt, ich habe dich nie immer komplett voll backt, aber ich habe jetzt auch nicht so auf dich gehatet in dem Sinne. Ja, Ich habe gesagt, ja, voll, sie macht YouTube. Sie hat Ja. einfach Bock auf das. So. Mässig. Gut, du hast auch ein bisschen mehr Hintergrundgeschichte gehört. Ich glaube, wenn es einfach jemand Ja. auf einmal erfährt, du hast ja schon ein bisschen gewusst, dass ich das schon lange Ja. machen will und keine Ahnung, hast du immer so ein bisschen mitbekommen. Darum. Und ich glaube vor allem, ich finde es so krass, du hast in einer Zeit angefangen, wo eigentlich noch relativ tough ist, damit YouTube anfangen. Wenn du so Teenager bist, gibt es mega viel so, eben ist Beliebtheit schon auch so ein Thema, nicht? Und Ich war übrigens 16 gewesen und ich bin Anfang Gymi gewesen. genau, und so Das Gymi- 16 bist du ja genau in dem drin, so, yo, was denken die Leute von mir? So, yo, weißt Ja, okay. ich will ja nicht schlecht dastehen. Das ist eigentlich mit 16 Jahren am Höhepunkt. Da habe ich so krass gefunden, dass du die YouTube angefangen hast. Weil wenn so jemand mit 25 YouTube anfängt, dann kannst du mir so sagen, ja, er wird das auch mal, oder er oder sie wird das auch probieren, weißt du, so mäßig. Oder eben vor allem, wenn du aus der Schule bist, juckt es auch viel weniger. Aber es juckt straight up nicht mehr, so was Ja. Leute so gross über dich denken. Ja, I der guess. Gossip ist halt auch nicht mehr so da. Aber eben darum, ich habe das Gefühl, im Gymi ist das viel, viel weniger gewesen. Also ich bin, glaube ich, von niemandem so wirklich gejudged worden im Gymi. Also gerade von meiner Klasse. So, wenn dann wirklich Leute kommen, so «Hey, mega cool, dass du dich das getraust» und so. Und manchmal haben sie auch wirklich so über die Videos geredet, vom Inhalt so «Oh, keine Ahnung, so, ja, mal, weiss ich auch nicht». Ja, scherzig. Und das war bei mir das Ding, in der Sek hätte ich gewusst, das wäre ganz anders gewesen. Und ich weiss auch noch, glaube du bist damals irgendwie in einem Discord oder so und irgendwie haben so ein bisschen darüber geredet und ich glaube, dort ist so ein bisschen das Lauffeuer entstanden, dass es nachher so irgendwann mein Dorf immer mehr gewusst hat. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ja, das kann sein. Irgendwie... Ja, einfach mit meiner Jungsgruppe haben sie das Genau, auch gewusst, immer mehr. genau. Ja, voll. Gut, im Dorf haben sie es ja schon relativ schnell herausgefunden, nicht? Dass du Ja, ja. nachher so YouTube machst und so. Ja, ich glaube, ich habe nachher so... ab 100 Abonnenten habe ich so auf Instagram, glaube ich, dann das erste Mal so gesagt. Ja, Aber ich mit so ein ganz kleines Bödeli habe, nicht nur meine Friends als Abonnenten haben. ja. Und Ja, das dort, ist eben auch, das ist, glaube ich, so etwas Komisches gewesen, wahrscheinlich. Wenn du so YouTube anfängst, so alle, Ja. die dich abonniert haben, sind auch Leute, die du kennst. Nein, das wäre ganz schlimm gewesen. Also Darum, ist ich ha- nicht so? Ich habe Nein, gemeint, es sei nein. Ich habe es Ah. wirklich gar niemandem gesagt. Also ja, es kann gut sein, dass vielleicht dann von Ich dir glaube schon, es könntest- sind so Supporters, die du so ein bisschen kennt hast. Ja, aber ich habe am Hätte ich jetzt Anfang, geglaubt. also beim YouTube siehst du am Anfang, wenn du, ich weiß gar nicht, bis zu 1000 Abonnenten oder so, siehst du, wer dich abonniert hat. Und ich habe dann meistens den Namen gesehen und also, Also nicht so Namen gewesen, die du gekannt hast. nein, also es haben dann wirklich Leute geschrieben, so, für das erste Video mega gut. Also weißt du, vielleicht jetzt noch ein Kommentar, wo ich nicht, also gedacht habe, dass es jetzt nicht Leute sind, die ich kenne. So, Okay. Cooler Channel, habt ihr gerade entdeckt, erstmal abonnieren. Kann ich Erstmal abonnieren. Weißt du, irgendwie so Sachen. Darum, also, ich weiß es nicht mehr genau. Es kann gut sein, dass es auch vorher schon Leute hat. Aber auf jeden Fall weiß ich einfach noch, dass ich gesagt habe, mit 100 Abonnenten mache ich es auf Instagram öffentlich. Ja, aber also es ist schwierig so mit Social Media anfangen. Also, das ist jetzt nochmal ein ganz anderes Thema. So, wenn du im Dorf wohnst, weißt du, so, dass halt das Lauffeuer macht dann. Ja, voll. Ja.
Aber ja, das ist dann ein Thema für eine andere Podcast-Folge. Das wird die nächste Folge. Ich habe das sogar schon so halb mal angesprochen, von dem her. Wir müssen es eh nicht mehr so groß machen. Und zwar Podcast-Folge Start von meinem YouTube-Kanal. Also Start Social Media. Könnt ihr gerne vorbeihören. Ja, du, Ja. Ist das die erste Podcast-Folge in deinem Leben, die du aufgenommen hast? Ja, tatsächlich. Nein, tatsächlich nicht. Nicht? wir haben mal probiert, das ist so Classic Teenage Boy. Dachte, ey Jungs, machen wir einen Podcast. Und wir haben so ein spannendes Gespräch gehabt und haben gesagt, yo, andere Leute müssen uns zuhören, weißt du. Ja. Dann haben wir einen haben wir, glaube ich, aufgenommen. Dann haben wir irgendwie so über Marvel-Film geredet oder so. Whatever. Mega spannend. Mega spannend. Das eine Thema. Ja, aber dann? nein, wir haben nie... Also wir haben es mehr als Fun gemacht, weißt du? Wir Okay. haben nicht so gedacht, jo, Ja. das ist das nächste Ding. Haben das nicht irgendwie öffentlich gestellt? Nein, Okay. nein, haben wir nicht. Ja. Aber ich gleich meine, funny. jetzt, ich finde es mega speziell, es fällt schon etwas anderes als auch reden und in einem Podcast reden. Vor allem, wenn es so darum geht, so, yo, wiederholt man sich, weil ich habe das Gefühl, es passiert easy oft, dass man sich Ja. wiederholt, weil man das Gefühl hat, etwas muss gesagt werden. Ja, voll. Und dann, das Gehirn macht wieder einmal den gleichen Gedankenprozess durch und dann sagst du halt noch das Gleiche so mäßig. Oder vor allem, wenn du das Gefühl hast, das Thema ist langsam vorbei, dann fängst du nochmal irgendwie das Thema aufgreifen und dann merkst du, hast schon mal gesagt. Ja, Ja. passiert. Aber du, ja. Passiert. Ja, das ist eigentlich ein ganz guter Schluss. Nur ein guter Schluss von der Podcast-Folge. Ey, cool bist du dabei gewesen. Cool, hast du mich eingeladen, I guess. Yeah. Schön. Nein, gerne ein anderes Mal. Ist lustig gewesen. Vielleicht Und gibt es mal einen mit der Mutter. safe. Ah, Gibt es mal einen mit der Mutter vielleicht? das wäre Stay mega tuned. spannend. Nein, ich kann es schon ein bisschen Sollen wir es ein bisschen anteasen? Ah, das Das schon. Ding ist, ich brauche noch ein drittes Mikrofon, vielleicht können wir mit Chances nehmen. Aber es wäre eigentlich mega spannend, weil wir teasen es ganz bisschen an. Sie ist mal im Koma gelegen, kann man Ja. so sagen. Und wann ist das gewesen? Keine Ahnung. Perfekt. 14? Glaubst du, ja, Nein. 2014 doch. 5. Klasse? Ja, 14? ich glaube schon. Okay, 14. Nein, warte, 15. 15. Fünf, Ich ja, hätte auch egal, gesagt 15. egal. Auf jeden Fall, ja, kann ich. Einfach so ein bisschen mega spannende Story, weil es ist nicht einfach schnell im Krankenhaus gewesen, sondern es ist wirklich so ein bisschen crazy gewesen. Und die Mami hat es vor allem halt auch mega krass in Erinnerung und mega krass mitgenommen. Und ich glaube, das wäre eine sehr spannende Folge, wo wir dann aber als nächstes mit dir wahrscheinlich werden machen, mit meiner Mom. Zuhörer haben jetzt tabbelnde Füße. Sie sind jetzt gerade am Freuen. Ich schwöre, alle. Können Sie kaum erwarten. Glocken können gerade aktiv. Ich weiß gar nicht, die Glocke. Ich Nein, glaube, es gibt keine. keine. Ist es nur auf Spotify? nein, es ist noch auf, also ja, auf YouTube. Auf YouTube kannst du die Glocke aktivieren. aber Ja. dort gibt es irgendwo auf YouTube gerade los? Nein, aber auf Spotify hast du ja immer die erste Page, wo du siehst, wenn etwas Neues rauskommt. Ja, In true. dem Sinn. Stay tuned. Stay Und tuned. abonniert mich auf Spotify und ich weiß nicht, ob ihr mich auf Apple Podcasts könnt abonnieren, ich glaube schon. Abonniert mich einfach. Wir sind jetzt im Fall, das muss ich kurz flexen. Folge 15. Was? Nein, doch, ja. Nein, aber ich Oder? meine... Stimmt es überhaupt? Ich glaub habe eine Zahl gesagt. Doch, das ist Crazy. wirklich. Nein, Doch, aber ich oh. meine, wir sind in den Charts Top 7 in der Schweiz. Top 7. Also Das Top heisst- 1. Genau. Nächste Woche schaue ich drauf und dann sind wir Top 1. Dann macht es sich ein Das ist Glatz. wieder randaliert. Dann machen wir eine Glatze. Gibt es ein Video? Nein, ja, einfach, ich kann mich abonnieren und dann kann ich mich unterstützen. Ich kann einen Kommentar lassen, da freuen wir uns immer sehr. Kannst du Kommentare lesen? Ja, ich glaube schon. Nein, ich glaube nicht. Spotify. Ja. Doch, kann er. Nicht gewiss. Lasst ihm Kann einen ich. Kommentar da. Gut, wir beenden jetzt die Podcast-Folge finally. Es war sehr cool gewesen. Tschüss. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Tschüss! Gut.